Trainer, was ist los? Meine Zeit ist abgelaufen. Merkt dir diese Worte. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, kurz vor Ostern habt ihr es noch geschafft, alle eure Hamsterkäufe zu erledigen, weil an Karfreitag, an Ostersonntag und am Ostermontag geht die Welt unter. Ich hoffe, ihr habt daran gedacht. War ziemlich viel los heute in Köln. Also beziehungsweise heute am Gründonnerstag, da nehme ich nämlich diese Folge auf. Deswegen direkt mal kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich habe es nicht geschafft, die Pressekonferenz und dergleichen zu sehen, da ich morgen, wann auch immer ihr das seht, ob das jetzt Karfreitag ist oder noch heute Nacht, keine Ahnung. Aber ich muss am Karfreitag arbeiten, das ist auch noch Spätschicht. Bis ungefähr roundabout 20 vor 11. Fragt gar nicht erst, warum das so ist. So ist mein Beruf. Ich muss es leider akzeptieren. Ich hoffe doch natürlich, dass der Osterhase ein nettes Geschenk parat hat für unsere Mannschaft. 17:30 Uhr treten wir an im Waldstadion bei Eintracht Frankfurt. Und ich sage ganz ehrlich, auch wenn die Frankfurter in letzter Zeit ein bisschen straucheln, hier und da, heimstark sind sie. Das sind schon 3 Spiele hintereinander, die sie gewonnen haben, zu Hause. Das behalte ich dann dementsprechend im Auge. Und auch die Tabelle sagt, immerhin, Stand jetzt könnten sie sich für die Conference League qualifizieren. Deswegen so schlecht sollten wir die Saison von Eintracht Frankfurt nicht schlecht reden. Weil einige versuchen da schon irgendwie, sich da den Gegner schwach zu reden und ähnliches. Ich mache das nicht. Ich halte die weiterhin für eine sehr starke Mannschaft, bei der man wirklich aufpassen muss. Ich meine, klar, der neue Trainer Riera, der, sagen wir mal so, ist intern nicht ganz unumstritten, aber trotzdem, die Heimbilanz, die spricht ja aktuell für ihn. Allerdings hoffe ich an der Stelle auf den Trainereffekt auf unserer Seite, denn bekannterweise haben wir ja vor kurzem den Trainer getauscht. René Wagner feiert jetzt am kommenden Sonntag sein Debüt. Und ich weiß, es ist natürlich immer eine große Frage, wie verläuft denn so ein Debüt und wie gut war er die ganze Zeit insgeheim? Ich weiß nur, es heißt ja mittlerweile intern, die Kommunikation hätte in letzter Zeit oder spätestens sogar seit Weihnachten, das wurde ja vor kurzem in einem Podcast offenbart durch den Rewe-Chef, der bei uns natürlich jetzt keine kleine Rolle spielt, dass die Kommunikation mit der Mannschaft schon seit Weihnachten irgendwie brach liegt und das alles René Wagner übernommen hat. Und wie schon gesagt, ich hoffe natürlich, dass er an die ganze Sache sehr akribisch rangeht und entsprechend vielleicht auch einen etwas pragmatischeren Ansatz hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir plötzlich hier den Bunker zumachen sollen, aber ich glaube irgendwie, er ist so ein Typ, der geht wohl eher an die ganze Sache etwas pragmatischer ran. Vielleicht ist es besser, mehr so zu lauern, bevor man agiert. Weil man muss ja sagen, wir wurden ja relativ schnell in dieser Saison entschlüsselt. Und ich hoffe, dass Eintracht Frankfurt da am kommenden Sonntag entsprechend auch schwächelt. Es hat sich dann leider in den letzten 2 Wochen nicht besonders viel getan beim FC, deswegen entsprechend nenne ich euch mal die relevantesten Sachen. Also den Trainerstab verstärken nun mittlerweile Armin Reutershahn und überraschenderweise Lukas Sinkiewicz. Ich meine, der war ja in letzter Zeit nur dafür bekannt, in irgendwelchen Podcasts aufzutreten oder schlicht ergreifend als Hobbyfußballer tätig zu werden. Sogar mein Kumpel Christian, den ich hier mal erwähnt habe, letztens erst mit dem in der Halle gespielt, kurz bevor der hier unterschrieben hat als Co-Trainer. Bin da natürlich sehr überrascht, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sein Weg im Trainerbereich sich noch irgendwie entwickeln wird und erst recht nicht, dass es zurück zum FC geht. Ja, natürlich den beiden viel Glück im Trainerstab von René Wagner, natürlich auch unserem neuen Trainer viel Glück. Ich will da auch erstmal vorsichtig die Sache erstmal beobachten und mir nicht allzu viele Hoffnungen machen, aber die Hoffnung, die ich habe, ist der Trainereffekt. Dieser Impuls, den wir vielleicht gebraucht haben. Ich kann mir, wie gesagt, jetzt kein genaues Bild machen von René Wagner. Es ist seine erste Station als Cheftrainer.
Natürlich, der FC ist jetzt kein neuer Verein für ihn, aber es ist seine erste Station als Cheftrainer. Aber wenn ihr mal wissen wollt, was ich ungefähr für eine Hoffnung habe, was die Aufstellung betrifft, ich wünsche mir eine Chance für Felipe Chavez. Also ich würde mir wünschen, dass er jetzt irgendwie eine Chance bekommt. Vielleicht am besten direkt als Überraschungseffekt von Anfang an, weil Erik Martel ist ja bekannterweise gesperrt. Ja, aber nochmal kurz zum Trainer Riera, also von Eintracht Frankfurt. Der war für mich auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich bin halber Serbe und halber Slowene. Mein Vater war Slowene. Wir kamen zwar aus Maribor von seiner Seite aus, aber natürlich war mir auch der alte Verein von Riera, Olimpia Ljubljana, ein Begriff. Und dort wurde er auch Meister. Das muss auch entsprechend wahrscheinlich für die Reputation gesorgt haben, die Eintracht Frankfurt dazu bewegt hat, ihn zu verpflichten. Das heißt jetzt nicht, dass er jetzt hier unbedingt in Deutschland die Titelsammlerei fortsetzt, aber er ist für mich kein Unbekannter, möchte ich an der Stelle sagen. Und nochmal Grüße gehen raus an Christian Keller. Es heißt Olimpia Ljubljana und nicht Olympique Ljubljana, aber dafür, komm, eigentlich wollte ich mit dem Thema abhaken mit Christian Keller, aber so viel dazu, wie er sich auf diesen Prozess vorbereitet hat damals, wo es um die Kasssperre ging, wo er noch nicht mal wusste, wie der Verein, gegen den wir da vor Gericht stehen, eigentlich heißt. Nun ja, die Länderspielpause ist jetzt entsprechend vorbei. Ich habe da noch selber ein bisschen Kraft getankt. Hoffentlich unsere Spieler auch wenn einige unterwegs waren. Jakub Kaminski hat es leider nicht geschafft, sich mit Polen zu qualifizieren für die WM. Allerdings, Said Elmalah hat bei der U21 endlich treffen können in einem Pflichtspiel. Das Ganze wurde leider überschattet von dem Verlust seiner Großmutter, den ich jetzt hier nicht großartig thematisieren möchte. Man muss nicht immer alles ausschlachten. Deswegen einfach nur mein herzliches Beileid. Und auch wenn es heißt, er wird spielen, ich könnte verstehen, wenn er nicht spielt, wenn er sich nicht dazu in der Lage fühlt, weil ich weiß ja selber, wie schlimm generell der Verlust von Verwandten ist. Ich selber würde nicht arbeiten gehen, sage ich ganz ehrlich. Und wenn da irgendeiner was dagegen sagt, habt mal ein bisschen Empathie. Ich kann es verstehen, wenn er entweder nicht spielt oder nicht gut spielt. Trotzdem nochmal eine zweite News zu Said Elmalah, die sehr interessant ist. Ich dachte zuerst, es wäre ein April-Scherz, aber wir haben tatsächlich die Klausel von Viktoria Köln abgekauft für 2 Millionen. Das heißt, wenn wir ihn verkaufen, dann erhalten wir sämtliche Bonis. Und es wird keine Weiterverkaufsklausel aktiviert für Viktoria Köln. Wie gesagt, ich kann mir noch kein klares Bild davon machen, wie René Wagner diese Mannschaft einstellen wird. Egal, was bisher Kwasniok falsch gemacht hat, ich denke, er wird versuchen, alles richtig zu machen. Und die Kommunikation, die war ja die ganze Zeit durch ihn geleitet worden. Aber gut, was tippen wir denn? Weil ich habe euch mal wieder dazu aufgerufen, das Spiel zu tippen. In einer Umfrage. Einfach nur die Glocke aktivieren, dann wisst ihr, ob ich diese Umfrage gepostet habe. Und deswegen spielen wir mal wieder Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. So, liebe Freunde, diese Umfrage, die wurde zu diesem Zeitpunkt vor gerade einmal 11 Stunden gepostet. Sorry, der Arbeitgeber hat mir dazwischen gefunkt. Ich bin quasi in so einer Phase, wo ich kurzfristig erfahre, wie ich am nächsten Tag arbeite. Das ist aber bald vorbei. Bald habe ich Urlaub und dann ist diese Phase vorbei. Und deswegen haben diesmal 53 Abonnenten abgestimmt. Davon tippen gerade mal 11% auf einen Heimsieg für Eintracht Frankfurt, 43% auf ein Unentschieden und 45% auf einen Auswärtssieg für unseren ersten FC Köln. Deswegen die beiden Ergebnisse, die gegeneinander antreten, werden dann gerade mal ein Unentschieden und ein Sieg sein. Deswegen hier glaubt keiner an einen Punktverlust. Deswegen diese Seite, oh, wir haben erstmal die negative Seite. Das hier wäre das Unentschieden und das hier wäre der Sieg für den ersten FC Köln. Dementsprechend Geiß oder Bock? Naja, okay. Jetzt werden die Frankfurt-Fans sagen, boah, typisch Kölner, abgehoben und so weiter. Was tippen wir denn? Ja, kommt, so schlecht sahen wir jetzt auch nicht immer in Frankfurt aus. Da gab es viele gute Phasen in den letzten Jahren. Deswegen, sagen wir mal zu 0? 2:0? Das ist jetzt unser Tipp. Ich tippe mal 2:0. Ich will mal jetzt mal auf den Trainereffekt hoffen und darauf aufbauen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie Wagners Debüt verlaufen wird. Hoffentlich hat der Osterhase 3 Punkte im Gepäck. Ja, das wäre es dann erstmal. Wir sehen uns wieder zur Reaction und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.